Läuft das Band? Ja, dat. Dann los Jon. Dag Hermann. Dag Caroline. Dag lief Lükscher zu's und unterwegs. Schön, dass da sieht. Ja. Lück am Brückedach. Ja, am Brückedach. Hoffentlich hat er gestern eine schöne, freie Tag gehabt. Ich wollte ja eigentlich anfangen mit Dag Hermann. Warst du gestern auch ob Vaterdach schön unterwegs? Aber der Claudius, unser Techniker, hat gesagt, dass das uns sowieso nimmes aufnehmen. Ja, mit 92 mit dem Boulder waren. Ich weiß nicht, durch die Felder jücke. Ja, mit dem lecker Kölsch. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich mich selbst in der Boulderware setze und gnädig noch links und rechts winke, auch wenn keiner da ist. Dann könnte es vielleicht Spaß machen. Das wär jetzt. Aber ganz im Ernst, der Vaterdach auf Herrendach, hat man früher in der DDR gesagt, ist bekannter wie der Name Christi Himmelfahrt. Das ist ja auch verdammt schwer. Mir fällt da als erstes ein Himmelfahrtskommando ein, wo man früher halt weiß, dass man mit großer Wahrscheinlichkeit nicht wieder retour kommt. Er merkt, es hat jetzt wieder mit Soldaten, Krieg und Militär zu tun. Und wie die jungen Burschen in der Ukraine auch wieder da als Kanonenfutter zum Himmelfahrtskommando geschickt werden. Wie viel Geld da von der Himmelkommandos wiederkommen, das ist doch echte Hölle. Also in der Bibel ist die Himmelfahrt ja nichts Schlimmes. Everett ist ein Abschied. Dem Jesus den Freundinnen und Freunde täte erzählen, dass der Jesus abgestanden ist von der Dude und inne bejähnt ist. Und das hat dann mit Himmelfahrt abgeholt und sie moten lehren, dass er jetzt komplette Morgen in eine andere Dimension war. Ja, das ist erg mysteriös. Ja, deshalb haben sie ja auch probiert, dass die Menschen irgendwie rüber zu döhen. Also für ein Beispiel in Jerusalem, da ist ein Himmelfahrtskapell, da kann man einen riesigen Fuß als Aufdruck sehen. Das soll der Fuß von Jesus selbst sein. So große Füße. Und damit hätte sich dann so von der Erde abgestoßen. Das ist schade, dass ihr jetzt der Hermann nicht sehen könnt. Der hängt in der Höhe gestreckt und mit dem Fuß richtig fast abgetroffen. Ja, es geht aber nicht fluppen mit dem Robpflege. Also, ich meine, man muss sich das auch nicht wie so ein Astronaut ohne Rakete vorstellen. Dass der dann komplette Mang im Himmel war, das ist ja jetzt Spirituelles und nicht, was die Naturwissenschaft beloren könnt. Ja, das ist klar. Ich glaube auch nicht, dass man so jetzt hätte fotografieren können damals, auch wenn es alte Handy- oder Fotoapparate gejoffen hätten. Das ist mir vom Herz und von der Seele aus zu verstehen. Dann gibt das für mich einen Sinn. Ja, das finde ich auch so. Also auf Englisch steht ja der Unterschied von Sky und Heaven. Also vom Himmel, wie er im Wetterbericht vorkommt, und dem Himmel, wo man sich wünscht, ewig zu leben. Also he war dann also in Heaven. Jede zu jetzt nur bei den Christen? Ne, im Islam jedes, so viel mir das bekannt ist, keine Urlaubstag dafür mit schulfrei und so. Da jedes eine Verzell von dem Prophet Mohammed singem Weg nach Bove. Und da jedes ganz unterschiedliche Sachen, die überliefert werden. Also die Legende, dass er mit der Leder rumgeklommen ist, wird jetzt auch der Verzell von so einem weißen Tier mit dem Menschen, ihr seht, das heißt Burak. Und dann jedes ist direkt von der Reise in der Nacht und sie tun nicht unterschiedlich interpretieren, ob das die Himmelfahrt ist oder ob der Prophet Mohammed in Jerusalem oder sonst wo, ob der Erde Land ist. Manchmal ist der Engel Gabriel dabei und manchmal auch nicht.
Dann heißt er ist mit den Propheten zusammengekommen. Und da wird auch abgezahlt mit welche und woanders steht nichts davon. Dann ist auch nicht klar, es heißt, er ist ja bejahend, also dem Allah. Und man weiß nicht, ist es der große Leich, ist es der leere Thron oder war es seine Stimme. Es gibt jedenfalls im Islam auch die Frage, ob man sich das so richtig körperlich vorstellen soll oder, wie man eben als gesagt haben, in der Seele oder im Geist. Aber der größte Unterschied ist, der Mohammed ist nicht im Himmel geblieben, der ist wiedergekommen und hat verzahlt, was er gesehen hat. So wird es überliefert. Und davon hat er natürlich viel, viel mehr Autorität. In der jüdischen Religion ist er auch von der Himmelvater redet. Zum Beispiel vom feurigen Elias, wo sie so ja Eisenbahnen noch genannt haben. Und Straßenbahnen in Köln. Der Eisenbahn, der feurige Elias, ich schlöf das möchte verklären. Ja, das ein Paradebeispiel für uns alle jedenfalls ist der Barbarossa-Platz. Dort hat der feurige Elias abfahren bis nach Brühl und Maat. Da war dann eine Station und zwischendurch wurde ausgestiegen und bei den Bauern jetzt zu essen und jetzt zu Müffele zu kötten oder zu kaufen. Also wo hügt der 18 herfahren dort? Ja, das kann man so sagen. Noch uns der Name. Hätte das die Stadt Köln erfunden oder der KVB oder die Bundesbahn oder was das war oder haben die Lück das gesagt? Also, so wie ich mich erinnere, war der Name vom feurigen Elias in aller Volksmunde. Es hat nie einer gesagt, ich fahre jetzt mit der Linie F oder sonst jetzt. Er fuhr mit dem feurigen Elias. Ja, und wer hat das erfunden? Der Volksmund. Oh, der hat viel erfunden. Jetzt aber noch uns zurück zum Thema. Der Verzell vom Elias sagt, er war bei dem auch. Er ist nicht wiedergekommen wie der Prophet Mohammed. Ja, dass einer in der Himmel aufgenommen wird, hätte man doch auch in alle Rom verzahlt. Für ein Beispiel vom Romulus. Und zwar hat der Livius das geschrieben. Und wie der Düvel will, oder auch nicht der Düvel, dann ist der Verzell dabei. Also, es geht los. Der Romulus war dabei, um Marsfeld eine Versammlung aufzuhalten, für die Soldaten zu belohnen. Pump, baff, kommen je wieder ab, mit großem Knall und Donnerschlag und det der König mit einer erstichten Wolke zudecken, dass die Soldaten nicht mehr sehen konnten. Und dann war der Romulus nicht mehr auf der Erde zu finden. Wie die junge römische Posten, die Soldaten, der ledige Sitz vom König suchen, kriegten sie Angst, dass sie den König verloren hätten und blieben ein Zeit lang bedrückt bei ihnen und hielten alle Male den Schnüss. Und das auf uns Löwe täte, dass der Romulus von dem Wind in der Hüte gehoben wurde wäre. So täten es die Senatoren erzählen. Wie ein paar von ihnen angefangen hatten, täten sie den Romulus allemal als Gott und als Vater von Rom begrüßen. Sie täten ihn im Frieden für Rom bitten, der Romulus soll Luther Jod auf sein Bagage aufpassen. Der Livius auch jetzt darüber erzählen, ob der Romulus dabei geblieben ist? Ja, er ist nicht boven geblieben. Der Livius schrieb, dass einer von den Senatoren erzählen hat, wie der Tag angefangen hat, kam der Romulus auf mich an, wie er gerade vom Himmel heraufgerutscht war und hat verkündet, dass der Götter im Himmel dafür wäre, dass sing Rom et Realt über die ganze Erde handelt. Dann, so sagte der Senator, wird der Romulus wieder durch das Loch nach Buffe
geschweff. Wann der himmlische Romulus das so bestimmt hat, modet ja Fluppe. Er hat ja schließlich eine Himmelfahrt hinter sich. Ja, auf der Menschen das all plausibel gefunden haben, weiß man nicht. Vielleicht wollten sie andere Sachen viel dringender wissen. Also sagen's der Romulus, der hat doch noch der Legende so eine Himmelfahrt gemacht. Und Ja. was ist mit uns Kölsche Agrippina? Ich mein, von dem haben wir halt eine Podklaff gemacht, aber über so eine Himmelfahrt, mein ich, haben wir doch nichts gesagt. Auf mir Kölsche für die Himmelfahrt der richtige Draht hatten. Ich weiß es nicht. Weil wir kein Agrippina Himmelfahrt haben? Nee, weil es in Köln nur nach alle erzählt, dass die Richtung andersrum geht, vom Himmel rauf. Der Herrgott selbst? Nee, det sind Engel schicken. Ja, das ist ja nichts Neues. Nee, aber was da passiert ist jetzt besonders. Das steht in einem Verzell von Max Meurer, der das 1913 als Beitrag für einen Wettbewerb bei den Blumenfestspielen geschrieben hat. Dann tun uns das doch uns vorlesen. Ja, das mache ich. Also Engelsurteil. Der Herr hat so uns wohlgemut in seinem Himmelszelt. Da rief er sich 5 Engel her und schickt sie in die Welt. Sie sollten spionieren, was ihnen auf der Erde für Aug und Ohr, Nas, Mund und Hetz et Beste gefallen hat. Wie nun sich verlitten war, stellt sich der Erste in. Macht schön singen Baselemanes und sagt, so wie ich gereist ich bin, in Nord und Ost und Süd und West, so wie ich mich auch ging. Ich sag nichts Schöneres wie der Dom im heiligen Köln am Ring. Köln, Alaf. Dann droht der zweite Engel für und maten an die für Knicks. Ich han, sagte, viel schönes Jod, doch sag ich wieder nix, wie dat von all der Klänge, die der Schall zum Ohr mit roch. Mir keine klung so süß und traut, wie die Kölsche Sprach. Kölle, Alaf. Ein Stündchen drauf, da kommt der Dritt, stellt sich in Positurm und sagt, ich prüfte jeden Düff in Jade, Feld und Flur. Da ja wird wohl, Gerüche, die ich wirklich himmlisch fung. Doch, Herr, et Pfingste für die Nas, dat Wort oder Kolong. Kölle, Alaf. Recht spät, et war alt Abend, schwankt der vierte Engel her. Er grüßt daher nur leicht mit'm Kopf, ne Knicks fehl ihm zu schwer. Promosium und Nektar, sagt er, ist ja alles Dreck. Probet nur unser Eschlas Kölsch, ich sage euch, das schmeckt, Kölle, Alaf. Der 5. Engel ever, der vom Hetzejof bericht, der schickte mir ein Telegramm. Das geht vom Jötze nicht. Ich sitze hier am Maskenball, mir glückselig in der Jord und Hanne lief, Kölsch, wie ich im Arm. Mich kriegt hier keiner fort. Kölle, Alaf. Das ist ja schön. Also nicht Himmelfahrt, die Himmelsrunderfahrt oder so ähnlich. Also Abnehme vom Himmlische ob der Erd. Das date für Köln passe.
Jetzt hat er viel Stoff für nachzudenken kriegen. Und macht de Öl schon ab. Dann hat er vielleicht wie der Max Meurer sing Engelsche in Köln, der Himmel ob der Erd. Schön.